Lieven Herr Erzbischof, liebe Leute alle gut, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser zweiten Konferenz und zweiten Fasten Sonntag aus unserem Zyklus Conférence de Carême an der Kathedrale, den unter dem Motto steht, sich zu Christus bekehren. Einen herzlichen Dank an die beiden Musiker Andreas Ilgner, Geiger, Konzertmeister des Neusser Kammerorchester und Paul Breich, der Domorganist. Variationen zu einem Thema. Sie haben uns das jetzt eben vorgeführt. Variationen zu einem Thema, so ist es auch mit diesem Konferenzzyklus. Thema ist Jesus Christus. Interpellé par le Christ. Und Variationen dazu, die werden all Sonntag, von Sonntag zu Sonntag, als Konferenzler, als Sohn, wie sie von Christus interpelliert sind. Interpellé, demals wie heute, waren Menschen deroutiert, afrogestellt, fasziniert, angezogen von dem Mann von Nazareth. Was interpelliert uns heute? Nicht nur als Einzelnen, aber auch als Kommunität, als Kirche und als Gesellschaft. Das ist ein Thema von der Konferenz von heute, sich zu Christus bekehren, ein Lebensweg für die Kirche und die Welt. Ich bin Fred, der Konferenzler von heute, der für kurz vorzustellen. Der Pater Jean-Jacques Flammer aus Lützeburger, Herz-Jesu-Priester, kennt als Diözese ganz gut. Vom Kloster Clairefontaine aus hat all die Jahre gewirkt, unter anderem als Dächen vom Chorverband Kirch. Ist viel engagiert gewesen, zum Beispiel durch Konferenzen, die gehalten hat, auch an der Weiterbildung vom Bistum und auf andere Plätze im Land, ist noch immer auch engagiert an der ALÜC. Seit kurzem hat er eine Verantwortung angeholt als einem Orden als Provinzial von der Provinz Europe Francophone. Wir freuen uns auf der Konferenz, Pater Flammer. Merci für die Begrüßungsfeder. Sich zu Christus bekehren, aus dem Motto, den Herr Erzbischof als das Jahr proposiert. Und so ist dann auch diese Mitten, vielleicht unter das Thema gestaltet. Sich zu Christus bekehren, ein Lebensweg für die Kirche und für die Welt. Vor kurzem habe ich einen jungen Mensch begegnet, der dann 20 Jahre Universitätsstudent, und hat mir seine Geschichte erzählt. Er ist ein Jungen von Haut und der Welt interessiert, offen für all Sorten von Experimenten. Also hat er dann noch eine Reise von ein paar Monaten in Asien gemacht, hat auch Drogen geholt, nicht über die Moos, aber doch genug für durcheinander sein Leben zu bringen. Freundinnen hat er noch. Annen hat sich sein Universitätsstudium mit der vollen aufgeschlossen, an der Anthropologie, der Wissenschaft vom Mensch, weil der Mensch ihn schon immer interessiert hat. Und dann ist er, der nicht gedämpft war, durch irgendeinen Zufall einem katholischen Professor begegnet, der ihm dann abgemacht hat für eine andere Wirklichkeit. Eine Welt, von der er bis dahin noch nicht viel oder nichts gewusst hat. Ob manst hat sie keinen Einfluss auf sein Leben. Der Professor hat ihm von Christus, vom Evangelium geschwärzt, von der spirituellen Glaubensdimension vom Mensch, und der Student war auch einmal interessiert. Und hat gemerkt, dass sein Leben nicht ganz viel Sinn bis lo hat. Und hat auf der Uni, wo manche über den Mensch gelehrt, auch manche so lebt, aber er hat irgendwie die Impression, dass das wesentlich ausgeklammert war. Das kam auf seinem Parcours nicht zur Sprache. Ob schon sehr viel über den Mensch geworden war, war ihm nicht gesagt gehen,
dat de Mënsch nom Ebenbild vum Herrgott erschafen ass. En hat doch neicht as enge Kuren iwwer den Herrgott heieren, iwwer die göttliche Offenbarung, iwwer Jesus Christus as sein Evangelium. War op emmal so vun dessem neie Wissen interesseiert, dat hien en andere Weh vu Freiheit gangen ass. Huet sech entscheet, no segem Master an der Anthropologie, Theologie zu studieren. An so huet hi en Neies iwwer de Mënsch as eng Freiheit heieren, erkund seg Opfassung vum Mënsch mat Tëlle vun der reicher spiritueller Tradition nei beschreiben. Parallel huet noch ein katholisch Kateches mat gemach, an se Stefe gelos fir Katholik ze ginn. Hien hat Christus begegnet. An des Begegnung mat Christus huet him den Horizont mi weit opgemach, huet sei Liewe geändert. Sein intellektuell Liewen huet den neue Blick krit op dat mënschlecht Wissen, net nief der wissenschaftlicher Approch, méi mat hier verbonnen, fir so Quell selber vun dem wissenschaftliche Wissen nei zu bedenken. Sein moralisch Liewen huet sech och geändert, huet versicht den neue Weg zu goen, des Keier ohne Drogen an Alkohol, mat verantwortungsvolle Beziehungen, mat engem neuen Engagement für die Männer bemittelt an eiser Gesellschaft. Well auch dat huet hien erkannt, dat das etwas Wesentliches vun dem christliche Glauben. All dat huet ihm Gefühl gin, seg richtig menschlich Freiheit zu fannen. Geändert huet noch sei spirituell Liewen, huet durch Jesus Christus Gott begegnet, an den Herrgott as fir hien eng persönlich Relation gin, die neid liegt, op seg Beziehungen kund werfen. Ob hien op diesem Lebensvelo aushält, konsequent weitergeht, für den Moment op alle Fall schenkt so zu sehen, dass er sich nicht davon aufbringen lässt, sich zu Christus bekehren, als für hier ein richtiger Lebensweg gibt. Was dieser Student mit Christus näher vorhut, dass der Mensch nicht einfach nur ein Produkt vom Zufall ist, auch wenn er einen bestimmten Blickwinkel so kind schenken. Der Mensch ist für uns allem Ebenbild vom Herrgott, ob Christus hinauschaffen. Und so hat der Mensch eine Freiheit, die ihm ermöglicht, sich auf ein Projekt vom Herrgott aus seinem Leben anzulassen. Wir müssen nicht unbedingt neu an explizit vom Herrgott auch an unsere Schule geschwärzt gehen. Wir wissen, dass das Thema in unserer westlichen Gesellschaft viel diskutiert wird. Länder, die Versicht hatten, ohne Religion und ohne den Herrgott an der Schule eins zu gehen, versichern das Thema neu anzufeiern, weil doch mit dem Ausschluss vom Herrgott Wichtiges, ja Wesentliches, auch Plan vom reinen Wissen verloren geht. Froh ist nicht einfach nur ein Froh von Wörtern oder von moralischem, spirituellem und religiösem Verhalten, das ist sicher alles wertvoll und wichtig. Mit Froh geht über die Religions- und die Wertunterricht heraus an wissenschaftlich Denken, an wissenschaftlich Fächer selber. Für Fortschritte zu machen hat die moderne Wissenschaft sich als Prinzip geholle so zu schaffen, wie wenn es kein Herrgott gibt, wie wenn Christus nicht an die Welt kommen wäre. Wenn man nämlich bei all froh als Antwort den Herrgott mal ans Spiel bringen, da verwechseln wir zwei Ebenen. Und hier muss schon die Autonomie bewahrt bleiben zwischen auf der einen Seite moderner Wissenschaft und auf der anderen Seite Begründung, die letzte Begründung von dieser Wissenschaft. Heute ist die Wissenschaft aber nie weit. Und sie sticht selber auf Grundfragen, denen sie nicht mehr einfach rein methodologisch aus dem Weg gehen. Aber in allen Domänen vom menschlichen Wissen stellt sich heute immer auch die Frage um Herrgott. Denkt man an Physik, an den Ursprung von der Materie, und Kosmologie, an den Anfang vom Universum, oder auch an Logik und Mathematik, oder den Zusammenhang zwischen der Rationalität und dem gültigen Denken,
oder und Biologie, die Evolutionstheorie, Kognitivwissenschaften, die Problematik um Form und Ziel nicht mehr einfach aus dem Weg können gehen, aber wo den Herrgott dann auch matt anspielen könnt, wo den Herrgott matt bedurcht wird. Der englische Philosoph Anthony Flew hat 50 Jahre lang den Atheismus vertreten, weil er ihm rational richtig geschenkt hat, umzuholen, es gibt kein Herrgott. Ihr wollt dann an einem neuen Buch all die wissenschaftlichen Argumente gegen den Herrgott nach ein Kehr zusammendrohen. An en cours de route, und hat geschafft, mit seinem Prinzip nicht umzuholen, was gegen seine Vernunft gibt gehen. En cours de route ist ihm beigefallen, dass all die Argumente vis-à-vis vom Wissen von Haut nicht mischterschaltig sind. Und dass es halt mehr plausibel ist, umzuholen, nicht gibt ein Herrgott, wie unzuholen, nicht gibt kein Herrgott. Und dafür hat er dann noch den Titel von seinem Buch geändert. There is no God Saltation. Der No ist durchgestracht gehen, und das der is a Gott. An Publizisten, die haben als seiner Titel gehen, von den bedeutendsten Atheisten wird seine Meinung geändert. Als menschlich Wissen, wenn wir dogmefrei weiterführen, kann der froh nur dem Herrgott nicht ausweichen. An der Philosophie könnt dafür auch nur einen gewissen Stillstand an einem Auftriften an Sciences Humaines froh vom Herrgott neu ab. Und zwar in anderem am Zusammenhang just mit der menschlichen Vernunft. Und dafür mit der Vorstellung, die wir vom Mensch haben. Als einem Beitrag zu der Festschrift für den Lützeburger Philosophieprofessor Robert Theis fragt sich den Professor Dr. Norbert Hinske, ob es nicht am Ende der Unglaube ist, der die Vernunft in ihrem eigenen Geschäft behindert. Ob den Unglauben Vernunft nicht behindert. Das ob man es denkt provokativ froh, weil biselo hat es immer geheischt, Vernunft misst abklären, an der Glaube verschwonnen din. Wenn es wirklich so ist, dass den Unglauben der Refus, den Ausschluss vom Herrgott als menschlich Vernunft anengt, und sogar bis zur Unvernunft kann feiern, ich meine, da muss man hellhörig gehen. Und auch wir als Christen, die wesentlich Zeichen vom Zusammenhang, vom Wissen und vom Glauben sind, reagieren. Das erinnert mich an einen Artikel, den der Philosophieprofessor Jean Reiter nur einer Reise mit Schülern auf Auschwitz geschrieben hat. Da heißt es, in Auschwitz-Birkenau hat die Vernunft als rettender Anker der Menschheit nicht nur versagt, sie hat die Unmenschlichkeit zur grauenvollen Wucherung getrieben. Und da stellt der Jean Reiter die beängstigende Frage, wie kann man nach Auschwitz noch an die menschliche Vernunft glauben? Vernunft ohne Glauben, mehr genau ohne den Herrgott, nach mehr genau die Vernunft, die dogmatisch refusiert vom Herrgott zu schwätzen, kann leicht zur Unvernunft gehen. Und dafür hat der Papst Benedikt XVI. Immer im Versicht, Vernunft mit dem Glauben in Verbindung zu bringen. Der Glauben engt Vernunft nicht an Vernunft möchte der Glaube nicht mehr klein, aber die zwei, die bedingen sich gegenseitig, wie der Papst Jean-Paul II. Das aus seiner Enzyklika Fides et Ratio beschreibt. Ich weiß, dass Verschiedene das nicht gern hören, weil wir heute abgeschlossen und tolerant sind, pluralistisch an all Meinungen, besonders die Egen, wollen Gülle lassen. Aber richtig abgeschlossen und tolerant sind wir nicht, wenn wir von vielen Rand den Herrgott aus unserem Denken und aus unserem Leben ausschließen. Und dafür ist es dann noch so wichtig, als neu zu Christus bekehren, wenn wir wollen auf Freiheit ein Lebensweg gehen. Das liest mich dann noch so, an dem sich den Papst Franziskus paraphrasieren, los dir Wissen an den Glauben und den Herrgott nicht klauen. Aber wenn wir Herrgott suchen, da suchen wir auch Christus.
De genialen franzésche Philosoph Maxence Caron huet as engem aussergewéinlech räiche Buch La Vérité captive trop higewiesen, wie eist westlech Denken notgedrungen, am Sand verleeft, wann et weiterfir d' Vernunft der Glaven ze trennen, a Christus aus engem Denken auszuschließen. Mënschlech Vernunfe leng kann sech net begrünnen, an so verkënnt sie, wann sie net versteht, wo sie hier kënnt, wo ihr Quell ass. Ob Christus gucken as heide weh, den dat mënschlech d'Wësse ka weiterfeieren. Hier in Christus as de Weet Vorstand liewen, mat him kënne mar eis aus eisem Grunde raus, aus eiser Quelle raus vum Liewen nei begreifen. An des Quell das den dreifaltigen Herrgott, als die absolute Differenz von allem, was wir an dieser Welt begegnen. Hier in den dreifaltigen Herrgott, zu dem als Christus den Zugang möchte, Gott möchte als den Weg ob, als Denken, an als Freiheit, als Geschenk von ihm zu begreifen, an als so wirklich als im ganzen Leben im Sinn an Ziel zu gehen. Das sind am Anfang ganz neue Themen am intellektuellen Umfeld haut. Besonders will den Maxence Caron die ganz moderne und zeitgenössische Philosophie abschafft, kritisch belegt. Mit seinen 38 Jahren steht ihn aber nicht allein da. Andere aus seiner Generation, die denken an die nämliche Richtung. Sie sind oft Menschen, die, wie als Student, von dem ich am Anfang geschwärzt habe, nicht von Christus und vom Herrgott hören hatten, und die dann auf eine unerwartete Weise mit Christus in Beziehung gekommen sind. Sich zu Christus bekehren, das kann ein richtiger Lebensweg sein. Und eine von den wichtigsten Aufgaben von der Kirche ist es, Christus nicht gefangen zu halten, mehr hier als ein Evangelium den Menschen mitzuteilen. Das bleibt der bleibende Wert von der Kirche über alle Jahrhunderte an all Schwierigkeiten weg. Und so als sie aufgerufen selber, sich beständig neu zu Christus zu bekehren. Aber was verstehen wir da, wenn wir von der Kirche schwätzen? Die Kirche, die kennt viel an der Welt wie eine große Institution, die schon 2000 Jahre versicht, ihre Auffassungen der Menschen mitzuteilen. Es kann ihnen nicht aufstreiten, dass sie am Laufe der Jahrhunderte mit vielen Ländern und Kulturen in Verbindung kommen. Und dass sie überall versicht wird, ihre Message den Menschen mitzuteilen. Dass sie auch ganz Kulturen mitgeprägt wird. Und dass sie auch entdeckte Kulturen für Europa geschützt wird. Für eine totale Ausrottung und Zerstörung. Auch das muss gesagt gehen. Heute zu Lützelburg, wo wir eine ganze Reihe von Schwestern, Brüder und Patern als Missionaren an die Welt geschickt haben. Aber wo so manch ein sich dafür angesagt hat, denen Leuten, denen sie das Evangelium wollten mitteilen, auch respektvoll zu begegnen und am Dialog das zu machen. Ich erinnere mich an ein Beispiel von ganz vielen, bei Missionen von den sogenannten Indianern aus Süddakota in Amerika, wo der Pater Vormann von Urströff und der Pater Speyer von Ölven gewirkt haben. Aber wo heute Herr Jesu Priester ein Zentrum haben, für die Rechte von den Einheimischen zu verteidigen, mit einer Schule, die große Indianerweisheit mit dem Christentum an einem respektvollen Dialog weiterfeiert. Das ist ein von vielen Beispielen, die ihr Kind nennen. Je nachdem, wie ihr Blick auf die Institution Kirche werft, seid ihr Schönes, Erhabenes, Positives und Gutes, Ersatz für den Mensch, besonders für die Männer Bemittelten. Denkt man die Krank und Bildung an Erziehung, auch eine Politik an ein soziales Engagement am Sinn vom allgemeinen Wohl. All das können wir auch an der Geschichte von unserem Land lesen, bis heute, wo kirchlich strukturierte Organisationen durch die Hilfe von der Institution Kirche wichtigen gesellschaftlichen und sozialen Fragen nachgeht und auch interessante Projekte dem Staat vorlegt, für sie konventioniert können, am Dienst von den Menschen zu realisieren.
Denkt man zum Beispiel an all d'Arbecht vun der Caritas und d'Engagementer vun eisen Ordenskongregationen und all die Assoziationen wie Briderle Stelen an die aner kirchlech ONGen, die sich mat Entwicklungsprojekte aufgehen, an den Kontakt iwwer Grenzen raus, mat dee Mënschen a Länner ënnerhalen, die net de Wohlstand hunn erkennen, de mir ha hun. All dat weist, wie wichtig eng Institution ass, wie wichtig die Institution Kirch fir Staat a Gesellschaft ass an überhaupt fir d'Mënscheet. Wir können aber auch einen anderen Blick auf die Kirche werfen, an dann nicht mehr Schlechtes an Basis, Murcht an Intoleranz, an Erdrückung, an Unverständnis an der Kirche, von der Kirche gesehen. Wie an allen Institutionen kann ich noch an der Kirche Menschen begegnen, die Institution sozusagen Zweck entfremden, für ihr egoistische Ziele zu erreichen. Es hat keinen Wert, das wollen sie verstoppen, das geduld. Aber wir müssen gucken, wie wir da umgehen müssen. Die Kirche ist änderungsfähig, weil sie weiß, dass sie nicht ein Zweck an sich ist, sondern dass sie auf Christus bezogen ist, zu dem sie sich beständig muss bekehren. Wir feiern das Jahr die 50 Jahre vom Zweiten Vatikanischen Konzil, das von 1962 bis 1965 gedauert hat. Da hat die Kirche damals einen Blick auf sich selber und auf die Welt geworfen. Wir kennen all den Satz vom Papst Johannes den 23., der verlangt hat, Fenstern von der Kirche, besonders vom Vatikan, und damit von der Institution Kirche, groß auf die Welt hin abzumachen, für das frische Wanderer sollte kommen. Nachdem es dann viel wichtige Themen über die Kirche zugeschwadern ausdiskutiert waren und Konzilsväter sich mit einem ganz schönen Text Gaudium et Spes und Welt geriecht. Das ist interessant zu gucken, wie die Kirche sich selber an diesem Messagetext präsentiert, ohne direkt wollen, das Wort Kirche zu gebrauchen. Was für einen Eindruck oder was für einen Ausdruck gebraucht die Kirche dann, für sich zu schwätzen? Die perfekte Gesellschaft, die Gemeinschaft von den Christen oder das Volk Gottes? Nichts scheint so richtig zu passen. Letztendlich, unsere Bischöfe entschieden für die Umschreibung Jünger von Christus, les disciples de Jésus. Also die auf Christus lauschen, die von ihm lehren, die sich von ihm und zu ihm bekehren lassen. Das ist die Kirche. Und damit haben die Bischöfe eindeutig Christus an den Mittelpunkt von der Kirche gerückt. Es war doch schon klar zum Anfang von der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium zum Ausdruck gekommen. Licht von den Nationen, also an diesem Dokument über die Kirche, nicht die Kirche selber, mit das Christus. An das Licht von Christus, das soll die Kirche als sich abholen, für es weiterzugehen. A Gaudium et Spes heeget dann Fried an Hoffnung, Trauer an Ängste von den Menschen, besonders von denen Armen, nach von denen die leiden. Sie noch Fried an Hoffnung, Trauer an Ängste von den Jüngern von Christus. An es gibt nicht wirklich Menschliches, was nicht auch an ihrem Herz in Echo gefangen. Ein schöner Satz, mit dem das Konstitution über die Kirche an der Welt von Haut fängt. Alle beide, Menschheit a Christus, sie stehen am Mittelpunkt. Und das ist die Aufgabe von der Kirche, die zwei immer miteinander in Verbindung zu bringen. Für das zu machen, muss die Kirche auch als Institution sich immer neu zu Christus wenden, also sich von ihm aus neu evangelisieren lassen, für ihren Lebensweg zu gehen, den dann auch hilfvoll gehen für die ganze Menschheit. Nimmen so verelzt sie nicht an ihre Strukturen. Es geht nicht darum, wie verschiedene gemengt tun, all die institutionellen Elemente aus der Kirche auszuschalten, für nur nach Charisma herauszubehalten, zurückzubehalten.
Mir geht drüms die Institution nie als Selbstzweck zu gesehen, mehr an ihre Strukturen evoluieren zu lassen, für so immer am Dienst vom Evangelium sich zu Christus bekehrend zu stehen. Der Papst Franziskus weist hier ein ganz besonderes Talent ab. Energisch und zugleich demütig rief den Kirche ab, eine neue Etappe von der Evangelisation zu gehen. Dieser Ruf geht, wie der nächste Ruf, von Christus selber aus. Weil die Bekehrung, sie ist nie nur eine voluntaristische Erstellung, etwas, was ich will machen, mit Bekehrung ist immer auch ein Uriet, ein Gnade, ein Geschenk vom Herrgott. Wie die Bischöfe auf dem Konzil behaupten, dass es nichts Menschliches gibt, was nicht durch ein Echo an den Herzen von den Jüngern von Christus gefunden, da war Bischof nicht verstanden. Ich habe eine Änderung am Text verlangt. Es soll nicht heißen, es gibt nichts Menschliches, aber es gibt nichts wirklich Menschliches. Was ist im kleinen Wort wirklich Menschliches, das du noch Aufstimmung an den Text beigesagt gouf, kann etwas zur Spruch, dass wir heute 50 Jahre mich spät ganz besonders können unterstreichen. Vieles hat sich an den letzten 50 Jahren geändert, auf allen Niveauen. Aber wir können nicht mehr machen, wie wenn wir alle guten eins wären, über das, was der Mensch ist. Das Menschenbild hat sich geändert. Und es ist schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Was für die einen menschlich ist, das kann für die anderen unerträglich sein. Denkt man auch nicht mehr an Diskussionen rund um die Euthanasie von den Kindern und den Jugendlichen. Oder denkt man an den Wert an Stellung von den Menschen an einem Wirtschaftsprozess, der nicht mehr auf den Profit aus ist. War das wirklich menschlich? Das wohl nie so viel über den Menschen noch durchgehen wie an den letzten 50 Jahren. Ein paar Titel von Büchern, die können uns das illustrieren. Qui sommes-nous? Fragt der Professor Jean Greich, bahnt dann einen Weg durch die solche anthropologische Haltungen von Haut. L'homme, un animal comme les autres, mit oder ohne Fragezeichen. Oder le propre de l'homme, war das der Mensch nach eigen? Neurologen, Philosophen, Biowissenschaftler, Logiker, die diskutieren darüber, ob der Mensch danach etwas hört, was ihn auszeichnet unter all den anderen. Der lützeburgisch-französische Philosoph Jean-Marie Schaeffer hat ein viel beurteilten Essay herausgegeben mit dem Titel La fin de l'exception humaine. Der Mensch ist keine Ausnahme mehr. Und der Jesuitenpater Paul Valadier, den hat dann ein anderes Buch geschrieben mit dem affirmativen Titel L'exception humaine. Doch der Mensch ist nach einer Ausnahme. Weil er einen ganz besonderen Rapport zu sich selber hat. Hier kann sich sein Denken, sich selber überdenken, und so kann er gewohnt gehen, dass ein Ebenbild Gottes ist, und damit auch eine besondere Stellung an der Welt hat. Auf einem Kolloquium Siège von der UNESCO zu Paris als 30-jährige Jubiläumsfeier für die Rede, die der Papst Jean Paul II. 1980 über die Menschenwürde gehalten hat, so der Kardinal von Paris sinngemäß: Zu all dem, was man über den Mensch gesagt hat, bleibt auch noch ein fundamental froh ab. Heute sind wir uns nicht mehr einig, was der Mensch ist. Und das ist die größte Herausforderung und Kirche an den Menschen. Weil wie können wir Menschenwürde fördern? Wie können wir Möglichkeiten aufbauen, für den Menschen eine bessere Zukunft zu gestalten, wenn wir nicht mehr wissen, wen hier ist? Wenn das Konzil am ersten Satz von seinem Text über die Welt der Mensch an Christus an den Mittelpunkt gestaltet wird, dann ist das, weil wir Mensch sind, und Christus selber können auflesen. An einem Topos aus dem mittelalterlichen Denken, da heißt es,
Gott Vater, den hat am Anfang Adam aus der Erde herausgeformt. Auf ihre richtig gut zu formen, guckte beständig, ob Christus den neben ihm steht. Durch ihn, durch Christus ist alles erschaffen. So heißt es an unserem Glaubensbekenntnis. Beständig einen Blick auf Christus werfen, also so zu ihm bekehren, für wirklich menschlich können zu gehen. Aber so stellt sich dann froh, wo ist da Christus, für das wir können auf hier gucken, als zu ihm bekehren. Dann geht Christus selber bei seiner Begegnung nur der Oberstehung mit seinen Jüngern. Da heißt es, geht a Galiläa, da werdet mich fangen. A Galiläa hat Jesus sein Wirken angefangen. Die Jünger müssen also den Weg zurückmachen, für sich an all das zu erinnern, was Jesus ihnen mit auf den Weg gehen hat, was der gesagt und gemäht hat. Wollen wir hier Jesus wirklich kennenlernen, wollen wir uns wirklich zu ihm bekehren, da feiert kein Weg das Evangelium, das Neue Testament, das Bibel. Wir müssen nicht lesen, wir müssen nicht meditieren, wir müssen dann das Herz abholen, das da am Evangelium, wo wir Christus begegnen. Geht a Galiläa. Oder auch nach einem anderen Sinn. Galiläa ist den Teil vom Land da oben, bei der Grenze. Galiläa etwas anderes wie Jerusalem. Ein anderer Vordampfung für die Welt. Menschen an ihrer Vielfalt, an ihre vielen Kulturen und Religionen. Auch an ihre Frieden, an ihre Sorgen, an ihrem Reichtum und an ihrer Armut. Geht a Galiläa. Der Papst Franziskus gibt dafür so ein geht und Peripherie und der Rand. Da begegnen wir Christus. Da können wir hier als Kirche immer im Nei gesinn, können wir uns immer im Nei zu ihm bekehren, an den Lebensweg gehen. Also eine ganz schöne Exhortation, Evangelii Gaudium, Fried vom Evangelium, die am November letztes Jahr herausgekommen ist, und so wie als Programm können Ziele vom Pontifikat vom Papst Franziskus. An diesem Schreiben des Evangelii Gaudium vom Papst da fällt auf, dass der Mensch den Armen, den Schwachen, den Ausgebeuteten an den Mittelpunkt gerückt wird. Das heißt, wo wir Christus wirklich begegnen. Und der Papst Franziskus hält kein Blatt für den Mund. Wir kennen ihn. Nehmen wir ein Beispiel. Eine alte Person ohne Dach über dem Kap erfriert auf der Straße. Das ist kein Nouvelle wert. Ein Nouvelle wert ist aber, wenn die Börse um 2 Punkte noch aufgeht. Der Papst sagt, nee, zu so einer Ökonomie de l'exclusion. Eine Ökonomie, die nicht Leben fördert, aber die den Tod dafür bringt. Und die Welt, die reagiert. Die fanden das ganz gut, was der Papst Franziskus uns mal auf den Weg geht. Heute ist nicht alle Gute gefroht, wie wir über die Familie denken, ihr den da mit dem Bischof zusammen könnt, für neue Wege zu proposieren. Ein guter Punkt, ein guter Ausgangspunkt. An zigtausenden versammeln sich regelmäßig auf der Petersplatz für ihn zu lauschen und für ihn zu unterstützen. Andere sind mir kritisch. So als ihm von den amerikanischen Ökonomisten gerade ging, hier soll sich mehr um seine Kirche und Liturgie bekümmern wie um Ökonomie, wo ihn doch total inkompetent wird. Wie ich das gelesen habe, da habe ich mich gefragt, wie kompetent ist dann eine Ökonomie, die es nicht fertig bringt, dass Menschen können ein menschenwürdiges Leben leben. Eine Ökonomie, die blind Vertrauen an den Markt setzt, an die den Mensch einfach exploitiert, für die der Mensch, wie der Papst sagt, einfach nicht mehr Auffall genoss. So eine Ökonomie, also eine total inkompetente Ökonomie. Und sie können nach vieles lehren, an entdecken, bei dem, was der Papst hier mit auf den Weg geht. Es ist notwendig, dass Gouvernementer und Finanzen hier abmachen, an ihr Perspektiv weiten,
für dat all Bierger eng eierbar Arbecht könne fannen, eng Ausbildung kreen, an noch mat sanitärer Hëllef könne rechnen, schreibt der Popst. Am Wohlstand kindte man den Armut vergiessen, so wie der reiche Presser am Jesussänger Geschicht, den dem arme Lazarus für Sänger dir nicht schlecht folgt, mit denen einfach nicht gesehen wird. Der Papst schwätzt von einer Globalisation de l'Indifférence, der man als unbedingt entgegenstellen muss. Dafür wird sich nicht ob den Herrgott beziehen, dat hier in der Politik hier Pläne inspiriert, freut sich der Papst als einer Exhortation. Es sind überzeugt, so schreibt er weiter, dass die Offenheit ob den Herrgott hin eng neue politische, wirtschaftliche Mentalität kann entstehen, die den absoluten Groove zwischen Ökonomie und Gemeinwohl überwinden kann. Ja, das ist gut. Aber wir sollen dankbar sein, wenn an als Gesellschaften, an Politik, an Staaten ran der Message von Christus gedroht wird. Sich zu ihm bekehren, als nicht nur eine Privatsache, mehr das immer auch eine eminent politische und öffentliche Gelegenheit, weil Christus als Menschenbild immer vorstellt und so eine echte Vertiefung von der Menschlichkeit verlangt. Und wenn wir auf Christus gucken, da sehen wir den Leidensmann, Ecce Homo. Da sehen wir hier, den Kreuz seit mit der Lanz abgestoßen hat, für das Leben zu schenken. Da sehen wir hier, den am Licht von der Oberstehung seinen Jünger abruft, a Galiläa zu gehen, für hier dort zu begegnen. Geht und Peripherie. Da erinnert uns und der Satz von Jesus, was dir dem armseligsten von meinen Brüdern gemacht hat, das hat er mir gemacht. Christus, der Sohn Gottes, wird sich so identifiziert mit den Armen. An diesem Sie, als zu ihm zu bekehren, das heißt doch, wie ein Herr Erzbischof dann in seinem Text die Wortlogik vom Herrgott sieht, sich zu Christus bekehren, das heißt auch, sich becken, für so die schwarze Gesinn von der überfallenen Menschheit, auch für da konkret zu helfen. An dieser Welt gibt es viele Kräfte, die versuchen, Menschheit neu zu gestalten. Es scheint mir wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass sich zu Christus bekehren nicht heißt, dass wir als Kirche schon alles hätten, und nicht mehr Berichte weiterzureichen, so wie ein Wertekodex. Wenn es richtig ist, dass die Kirche selber sich immer muss zu Christus bekehren, dann ist es doch richtig, dass man nie schon alles als gläubig, dass man nie schon die ganze Reichtum von Christus erfasst tun. Aus einem schönen und tiefen Jesusbuch wird der Papst Benedikt XVI. Darauf aufmerksam gemacht, dass wir als Christen nicht eine Religion vom Buch sind, mit dass diese Glauben und eine lebende Person ist, der Glauben an Jesus Christus. Und so können wir sagen, dass gerade so wie eine menschliche Person nie ganz erfasst gehen, so können wir auch nie Christus ganz erfahren. Wir können immer von ihm Neues gewohnt gehen. Hier selber, so dem mal zum Nikodemus, den an der neue Speie kommen, der Geist weht, wo hier will. Aber wir können verstehen, nicht nur einer Deis. Sich zu Christus bekehren, ist dafür auch einen wohlwollenden, offenen Blick behalten für die anderen. Offenheit an Dialog muss groß geschrieben gehen. Auch das ist eine Erkenntnis, die über die Jahrhunderten da war. Alt gelieft gouf, alt vergiss gouf. Aber die Lot hinter dem Zweiten Vatikanischen Konzil ganz dick in der Strache. Wir können Christus auch mit den anderen begegnen. Und dafür allein schon muss man einen respektvollen Dialog fördern mit all denen, die das Gut, das Richtig und das Schön bemüht sind.
Heute können wir nicht aus einer langen Tradition heraus sagen, Christus steht über all den anderen Religionen und Meinungen. So wie wenn das Religionen und Meinungen als nicht könnten über Christus lehren. Jener ist auch nicht einfach nur einen oder viele, weil Christus ist ja einfach der Weg, die Wahrheit und Leben. Und dafür können wir hier nicht einfach nur anreihen unter verschiedenen anderen. Eine relativistische Haltung, die geht da hier sehr überheblich. Sie nicht den alles überblicken und dann Religionen und Meinungen anreihen. Und das nicht für nichts, dass verschiedene so ein Relativismus, der führt ganz leicht zu einem Totalitarismus. Aber wir gehen davor gewarnt. Nee, Christus fanden wir nicht über den anderen, und auch nicht nur einfach neben den anderen. Soll man dann nicht einfach sagen, ja, Christus, er ist einfach gegen all die anderen, weil Christus ja alles das richtig tut, das was vielleicht auch verschiedene Mal gedurcht gehen, aber halt nicht mehr richtig. Wir müssen nicht sagen, Christus ist nicht über, nicht neben, nicht gegen die anderen. Christus fanden wir an den anderen Religionen, an den anderen Meinungen, wir fanden hier bei den anderen Menschen, weil wir alle als Menschen zum Ebenbild vom Herrgott erschaffen dürfen. Und so vielleicht unterstreichen anderer, bewusst oder unbewusst Munches, was wir selber noch nicht ganz von Christus verstanden haben oder was wir noch besser können von ihm verstehen. Und dafür ist das Gespräch und der Dialog so wichtig, wenn wir Christus begegnen und uns zu ihm bekehren. Auch mit den politischen und gesellschaftlichen Auffassungen, die ja premier vue nicht christlich sind. Als Beispiel kann ich hier Menschenrechte zitieren. Die Kirche war nicht immer überzeugt von verschiedenen Formulationen von den Menschenrechten. Man hat sie sich auch mit Recht nicht all gut geheischt. Aber den Dialog darf nicht aufbrechen, weil die Rechte bleiben, und so haben ihre Grund an der Natur vom Mensch selber. Auch wenn Formulationen können und müssen beständig verbessert gehen. Und das geschieht dann noch am Dialog, die eng mit den anderen, und hier können wir auch lehren, als Kirchsache gesehen, die wir vielleicht für nicht so gesehen hatten, die aber ganz am Sinn von Christus sind. Ein anderes Beispiel kennt der Werteunterricht sind, wo viel am Gespräch, am Dialog momentan ist. Neutral, allgemein Werte können wir aus unserem menschlichen Wissen heraus formulieren. Ähnlich wie wir auch aus dem menschlichen Wissen heraus technische Errungenschaften können erfahren, können herauslesen. Es ist dafür gut, dass wir das Werte thematisieren, dass wir sie beurteilen und auch an unseren Schulen enseignieren. Aber die Werte und Technik, das ist nicht die einzige Konsequenz von unserem menschlichen Wissen. Die Fragen um Grund, um Ziel, um Sinn, die bleiben nicht aus. Und das Fragen, die gehen noch aus der Wissenschaft selber heraus, an die Religion und an die Philosophie herangedrohen. Und dafür dürfen wir neben den Wissenschaften, den Techniken und dem Werteunterricht, der Religionsunterricht und Philosophie an unseren Schulen nicht fehlen. Wenn der Mensch der froh nur sich selber und damit der froh nur im Sinn vom Leben nicht will, wenn er die froh nicht will, aus dem Blick verlieren oder sie unthematisiert lassen. Sich an durch den Dialog mit den anderen zu Christus bekehren, als bleibt so ein Lebensweg für die Menschheit. Eine Gesellschaft, wo es Menschen gibt, die sich explizit zu Christus bekehren, als eine Gesellschaft, wo das wirklich menschlich immer zur Froh kommt. Und das allein ist schon immens wertvoll. Dabei könnt das neue frohe Gestalt gehen, dass neue Strukturen können abgebaut gehen, für die Zürchen und Denksten von der Menschheit haut
neu zu begegnen, ohne zu trennen und auszuschließen. Für Mutter Gottesbild will ich schließen mit einem Auszug aus dem Gebet und Mutter Gottes, das der Papst Franziskus Ende von seiner Exhortation Evangelii Gaudium als mit auf den Weg geht. Und ich kann nicht mit auf den Weg gehen, dass noch den ganz schönen Text Evangelii Gaudium nicht auf der Seite sollen lassen, aber vielleicht an dieser Fastenzeiten herbeiholen, lesen, meditieren, durchbeten und als die von ihm inspirieren lassen. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, intercède pour l'Église, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner pour le témoignage de la communion au service du service et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux limites de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. An dem Sinn wünschen ich euch dann alle Guten eine echte Bekehrung zu Christus an dieser Fastenzeit. Sich zu Christus bekehren, als bleibt immer ein Lebensweg für die Kirche, für die Welt und für jede von uns. So, und ich merci für den Nullabstrich.